Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum FC Bayern Talk. Ja Leute, wie ich ja schon sagte, wir werden so ein bisschen, was heißt wir? Ich werde so ein bisschen für mich persönlich ein Fazit der Hinrunde ziehen. Wir werden uns ein paar Statistiken angucken. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Also bin genauso unvorbereitet wie ihr. Ich werde Noten verteilen für die Spieler, also Noten aus natürlich nur meiner persönlichen Meinung. Ansonsten, ja, vielleicht erstmal ein paar Worte vorweg. Ja, mit dem Kovac in die Saison zu gehen, ja, oder generell das Thema Kovac, ja, war halt einfach ein Fail. Das lag noch nicht mal am Kovac selber großartig. Es lag einfach schon daran, wie er halt ja, eingestellt wurde. Er war definitiv nicht erste Wahl, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Er war auch nicht die zweite Wahl, er war wahrscheinlich erst die dritte oder vierte Wahl. Vielleicht war er die erste Wahl vom Uli, das mag sein, keine Ahnung. So wurde es auf jeden Fall ein bisschen dargestellt. Ja, er hat dann, klar, wir haben das Double geholt, alles tutti, Champions League hat er null Erfahrung gehabt, das hat man auch gesehen. Des Weiteren hat man gesehen, dass ihm die Mannschaft quasi auf der Nase rumgetanzt ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen, das hat man in der letzten Saison schon gesehen. Ich denke, da wird irgendwas von oben interveniert haben, damit die Rückrunde so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, damit wir noch das Double geholt haben. Ich denke nicht, dass es auf Kovac zurückzuführen war. Und dass er jetzt diese Saison, ja, hat man es auch gesehen. Und ich meine, Uli hat es ja dann später sogar noch bestätigt. Mit den Worten halt, das Teile der Mannschaft. Und das müssen ja... Muss man ausprobieren, so hört er mich wahrscheinlich schlechter. Ist ein bisschen schade, dass hier mein Emblem immer verdeckt ist. Ja, dass Teile der Mannschaft halt gegen den Kovac waren halt einfach. Und ja, das ist ein generelles Problem, ja. Wenn, das ist egal in welchem Verein, dass es in unserem Verein passiert ist traurig. Aber das war ja selbst schon beim Carlo so, ja, beim Ancelotti. Wir brauchen uns ja nichts vormachen, dass er kein schlechter Trainer ist. Ich denke, das Problem ist einfach ein bisschen... Ja, viele Spieler waren verwöhnt durch den Guardiola im positiven Sinne. Ich denke, das war ein Trainer, der sehr viel taktisch und sehr viel auf die einzelnen Positionen, sehr viel, der die Spieler weitergebracht hat. Und ja, das war so ein Ancelotti halt gar nicht. Ancelotti war quasi so ein Moderator, so wie der Flick es aktuell ist, nicht mehr. Der war oder ist ein Typ, was ihn auszeichnet, ist sein guter Draht zur Mannschaft. Ja, dass er mit Stars umgehen kann und so weiter, aber er war jetzt nie bekannt als der große Taktiker oder sonst was. Der Heinkes war so eine Mischung daraus und ja, der Kovac hat zumindest hat er auf mich immer den Eindruck gemacht, und auch wenn man die Spiele gesehen hat, er hat gar keine Lösung. Wirklich gar keine. Das ist beim Flick jetzt auch schon aufgefallen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber der Kovac hatte keine taktischen Lösungen. Wirklich keine. Er hat auch auf gar nichts reagiert. Wir haben unseren Stiefel weitergespielt, auch wenn es gar nicht lief. Wir haben nicht immer umgestellt, mal irgendwie auf 1 Sechser, 2 Sechser, auf eine Dreierkette hinten oder sowas. Gar nichts. Wir sind komplett weiter standardmäßig durchgefahren. Und ja, klar, wir, der FC Bayern, wir sagen ja, wir brauchen einen Trainer, der eine Philosophie hat. So und so soll die aussehen. So und so sollen wir spielen. Nichtsdestotrotz muss man in der heutigen Zeit reagieren können. Und
wenn man merkt, ja, mit unserer Philosophie, die wir spielen, die ist entschlüsselt, der Gegner reagiert so und so darauf, dann muss man in der Lage sein, durch ein paar Anweisungen, durch 2, 3 Umstellungen darauf zu reagieren und den Gegner trotzdem dann weiterhin zu überraschen. Und das ist uns nicht gelungen. Diese Saison, letzte Saison schon gar nicht. Wenn ihr gesehen habt, wie Liverpool uns auseinandergenommen hat, war es ein Trauerspiel. Und ja, damit sind wir auch beim Flick. Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle. Erstmal hat er mich positiv überrascht. Das muss ich ganz klar sagen. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Für mich war der Flick immer eine Wurst. Wie ich auch schon im anderen Blog sagte, für mich, also ich habe den Flick nie gemocht, auch wo er Spieler bei uns war. Ich weiß nicht, ich bin mit dem nie warm geworden. Das hat sich ein bisschen geändert. Der kommt sympathisch rüber, definitiv. Er hat seine Chance verdient, auch definitiv, ja. Aber für mich war er immer nur so der Assi vom Yogi. Und ja, ich bin froh, dass der Yogi bei uns bisher nicht angeheuert hat. Also nichts gegen Yogi, aber nee, muss ich bei uns nicht sehen. Ja, beim Flick bin ich ein bisschen zwiegespalten. Erstens mal, klar, ist schön, dass die Spieler sich für ihn aussprechen. Ich finde es aber schwierig, dass sich wahrscheinlich dieselben Spieler für ihn aussprechen, die gegen den Kovac gesprochen haben. Ja, dass er mit den Spielern vielleicht mehr redet, mehr auf die eingeht. Super, deswegen sprechen sich wahrscheinlich auch für ihn aus. Gehört in der heutigen Zeit einfach dazu. Also ich meine, wenn der Kovac das so nicht gemacht hat, selbst schuld, Leute. Also ganz ehrlich, du kannst nicht... Ja, du kannst nicht die Leuten vom Kopf stoßen oder gerade auch so Müller einfach ausboten, ohne mit den Leuten zu reden. Also das geht nicht. Auch wenn der Müller keine Leistung gebracht hat oder schlechte Leistung gemacht hat, keine Frage. Nichtsdestotrotz muss man das moderieren. Es ist einfach so. Und das nicht nur beim FC Bayern, es ist in jeder Mannschaft so. Wenn man das nicht tut, passiert halt das, was passiert. Teile der Mannschaft stellen sich gegen den Trainer. Um vielleicht nochmal ganz kurz auf den Kovac zurückzukommen, was ich aber auch schon gesagt hatte. Ja, er war eine Marionette, das muss man so sagen. Er hat angefangen, hat gesagt, yo, ich bin der Rotationsmeister, ich mache einen Ottmar und es hat ganz gut geklappt, dann hat es auf einmal nicht mehr geklappt und es kam die Anweisung, ja, du musst vielleicht rotierst du aber auch ein bisschen viel, dann hat er gar nicht mehr rotiert und ja, es war, also spätestens da hast du gemerkt, es kann nicht gehen. Es kann nicht gehen. Du kannst beim FC Bayern nicht immer dieselben Spieler aufstellen. Das geht nicht. Das geht nicht. Vor allen Dingen nicht. Bei uns hat jeder Spieler die Qualität in der Bundesliga zu spielen. Auch egal welcher Gegner da kommt. Auch wenn da Dortmund kommt oder sonst was. Hast du trotzdem jeder Spieler bei uns. Lass mal die Amateurspieler weg. Hat aber sonst jeder Spieler aus unserem Profikader die Qualität, gegen diese Gegner zu spielen. Und das hat er gar nicht gemacht. Ja, frag mich nicht warum, totaler Schwachsinn. Guck dir den Ottmar an, guck dir den Jupp an. Klar, auch beim Ottmar, auch beim Jupp hat es geruckelt, gerappelt. Man hat gemerkt, wenn wir Champions League gespielt haben, danach gespielt haben, wenn eine Aufstellung mit 4, 5 Änderungen war, war es nicht immer der Traumfußball, ja. Aber es hat geklappt und es geht nicht anders. Ich meine, wofür haben wir den Kader? Da können wir uns auch einfach 11 Spieler kaufen. Fertig. Was sollen wir dann 16? Ich meine, wir haben schon wenig Spieler diese Saison und man sieht auch, dass es knapp ist, wenn sich mal 3, 4 verletzen, was wir eigentlich jedes Jahr hatten. Ja, und da geht das nicht. Da geht nicht, dass man auf 11 Spieler setzt. Und dann geht es auch nicht, wenn ich Spieler einfach raussortiere, ja. Wie ein Müller oder ist egal wen. Wie ein Xavi. Martinez. Leute, ich bin immer noch Martinez, Mann. Ja? Ist für mich einfach ein fester Bestandteil dieser Mannschaft und spielte unterm Kovac gar keine Rolle. Und ja, dann waren die und der verletzt. Ach ja, oh ja, jetzt, ja gut, dann bringe ich den Martinez mal. Soll er dann Freude springen, sagen, ach ja, Trainer, ich tue für dich alles oder was? Da sagt er auch, ey, fick dich einfach. Ja, man muss den Leuten das dann auch schon vermitteln.
Und nicht sagen, ja, du bist jetzt mal 3 Monate außen vor, aber wenn sich 5 Leute verletzen, ja, klar, dann setze ich auf dich. Leute, das geht nicht. Und ja, das scheint der Flick ja besser zu machen. Was mich beim Hansi stört, was man auch gesehen hat, ist, ich meine, erstmal, der Fußball ist um 100% besser. Wirklich besser, wieder attraktiver geworden. Wir haben wieder gepresst wie die Weltmeister. Das hatte schon Züge wie unter Guardiola. Ja, wir sind sehr hoch angelaufen, sehr früh. Es hat sehr gut geklappt. Wir hatten ein bisschen Pech gegen Leverkusen. Keine Frage. Ja, und man hat die letzten beiden Spiele auch gemerkt, also aus meiner Sicht, dass die Jungs platt waren. Es war einfach so. Also anders kann man sich das nicht erklären. Und ja, also aus meiner Sicht waren sie einfach platt und es war halt einfach Echtzeit für die Winterpause. Was ich da ein bisschen schade finde oder fand, wie gesagt, aus meiner Sicht waren die Spieler platt. Warum haut man da nicht diese jungen Leute da einfach mal rein? Also, ich meine, wenn man jetzt den Gnabry nimmt, der hat mich in keinem Spiel überzeugt. Der Müller war auch sehr schlecht, die letzten beiden Spiele. Coutinho hatte das eine gute Spiel, danach hast du auch gar nichts mehr von ihm gesehen. Ja, also wir haben 4 junge Spieler auf der Bank. Dann lass die doch anfangen. Was soll passieren? Ja? Lass sie anfangen. Läuft scheiße, haust du 3 Stars raus. Die sieht vielleicht ein bisschen fitter, weil sie in der Halbzeit draußen saßen. Oder meinetwegen mach es umgekehrt. Aber umgekehrt habt ihr es gesehen, ja. Wir haben uns einen abgebrochen, 0-0. Ja, gut. Aber selbst bei den Leistungen, die wir da gesehen haben, hättest du trotzdem sagen können, ja, ich hau den Singh und sonst wen rein. Genauso wie den Zirkzee, ich hätte ihn halt schon viel eher gebracht. Ich meine, gut, es hat gereicht, dass er uns zweimal den Arsch gerettet hat, das muss man ganz klar sagen. Aber auch in diesen Spielen hat man gesehen, dass der Flick keine Alternative hat. Also taktisch gesehen. Also taktisch habe ich da nichts. Gut, ich habe das Freiburg-Spiel nicht gesehen, die zweite Halbzeit, aber ja, wenn es halt einfach nicht geht, ja, wenn es nicht läuft, weil der Gegner sich auf uns eingestellt hat, weil er die Außen doppelt, wenn wir über Außen spielen, weil er zum Beispiel den Kimmich oder wer mittig den 1.6. spielt, in Manndeckung nimmt. Ja, da muss ich doch darauf reagieren. Und das ist halt nicht kassiert. Also ganz ehrlich, wenn der Kimmich in Manndeckung genommen wird, ja, dann muss ich einen anderen Mann daneben stellen. Fertig. Dann muss ich den Freiburger dazu zwingen, dass sie sich umstellen müssen. Und ja, das möchte ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Er war halt immer nur Co-Trainer, ja. Er scheint das wirklich gut zu machen. Ja, abwarten, Leute. Ich bin gespannt. Die Champions League wird der Gradmesser sein. Bundesliga, ja, ich habe es gesagt, wir werden dieses Jahr kein Meister. Ich hatte die Meisterschaft abgehakt, wo 7 Punkte hinten waren. Wir können ja mal den Schwenk machen. Aktuelle Tabelle, können wir uns hier mal reinballern. Ja, es sind nur noch 4 Punkte. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass wir kein Meister werden dieses Jahr. Ich weiß, viele werden das anders sehen. Oder der Großteil der Bayern-Fans werden das anders sehen. Ich bleibe dabei. Warum? Weil ich erstens denke, dass viele Spieler nicht den Fokus haben in der Bundesliga. Ich glaube, viele Spieler wollen es nochmal wissen jetzt im Hinblick auf die Champions League. Ja, woran mache ich das fest? Ja, es ist schwer zu sagen. Es ist auch mehr ein Gefühl. Aber wenn ich mir so bestimmte Leistungen angehe, ich meine, beim Coutinho ist das schon mal am auffälligsten. Den Müller möchte ich da auch nicht ganz rausnehmen, der überzeugt mich auch nicht. So ein Gnabry ist das beste Beispiel, der läuft gar nicht nach hinten in der Bundesliga, das interessiert ihn halt einfach nicht. In der Champions League sieht das ein bisschen anders aus. Ist traurig, dass das so ist. Muss man definitiv dran arbeiten, muss definitiv die Leute mal ein bisschen zusammenfalten. Ja, viel wird vom Start abhängen, denke ich, in die Rückrunde. Und ja, ich bin gespannt. Klar, ich freue mich, wenn ich mich irre, wenn wir doch Meister werden, aber ich sehe, ja, Gladbach jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich sehe so Leipzig definitiv konstanter. Die Dortmunder jetzt noch mit dem Haaland, wenn er sich da einfügt.
denen fehlt halt einfach auch so ein Knipser da vorne. Das muss man ganz klar sagen, wenn sie den nun haben. Ja, könnten die auch marschieren, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Je nachdem, wie es dann noch international aussieht, ist der Vorteil, den die Gladbacher haben. Die spielen nicht international, deswegen sollte man die auch nicht unterschätzen. Die Schalker, ja, ich weiß gar nicht, was die Schalker da tun. Was sie da oben stehen, Alter, die habe ich so gar nicht irgendwie im Visier. Leverkusen, Hoffenheim, brauchst du nicht ernst nehmen, machen wir uns nichts vor. Genauso wie Freiburg. Ja, und alles darunter geht dann schon in die andere Richtung. Aber ich sehe die Dortmunder und die Leipziger schon besser dieses Jahr, wie wir es sind. Die Dortmunder haben die gleichen Probleme wie wir. Aber wie gesagt, wenn der einschlägt bei denen, da haben sie einen guten Coup gemacht. Warum der nach Dortmund gegangen ist, vielleicht da ganz kurz drauf einzugehen. Ich denke schon, dass der irgendwas in seinem Vertrag stehen hat. Der Raido Minola ist eh so ein Wichser als Spielerberater. Der setzt seine Interessen knallhart durch. Und wenn die Dortmunder sich darauf eingelassen haben, ja. Denke nicht, dass er lange in Dortmund spielen wird, wenn er seine Leistung bringt. Maximal 2 Jahre, dann wird er weg sein. Die Dortmunder werden ein gutes Geschäft machen, klar. Er wird aber auch nicht nur 20 Millionen kosten, wie die fixe Ablöse war. Der wird sich ein gutes Handgeld reinstecken. Der Minola wird sich ein gutes Handgeld reinstecken. Da könnt ihr davon ausgehen. Nichtsdestotrotz werden die Dortmunder ein gutes Geschäft machen, wenn er sich so entwickelt, wie er in Salzburg sich entwickelt hat. Und wie gesagt, wenn man in der Champions League so viele Hütten macht, hat man natürlich auch die Qualität, bei so einem Club zu spielen. Ja, jetzt kann man sich fragen, ja, warum hat der FC Bayern nicht da eingestiegen? Ja, weil du einfach den Levi hast. Das ist Glück und Fluch zusammen. Ja, der Haaland wird in Dortmund gehört haben, du wirst unser Stürmer sein, dich setzen wir. So, deswegen ist er auch nicht nach Menu, Juve, die noch im Gespräch waren. Die werden ihm nicht garantiert haben, hier, wir setzen auf dich. Wer weiß, vielleicht hat er sogar im Vertrag irgendwas drinstehen, von wegen Stammspielerklausel oder sonst so ein Scheiß. Könnte ich mir ganz gut vorstellen bei dem komischen Spielerberater. Aber warum auch nicht, ne? Wenn als Dortmund, wenn du nur den Paco hast, der zwar einen guten ist, aber ewig verletzt ist. Dortmund hat alles richtig gemacht in meinen Augen. Und ja, wäre bei uns nicht gegangen. Du kannst so einen Spieler nicht verkaufen. Ja, spielst dann mal so alle 3 Spiele 20 Minuten und spielt der Levi. Ne? Kannst du nun mal nicht verkaufen. Das ist der Grund, warum wir da gar nicht in den Poker eingestiegen sind. Des Weiteren haben wir den Zirkzee. Ja, wo ich auch gerne mal ein paar Worte zu sagen möchte. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie den gerade so klein reden. Oder generell, also ich finde das immer so lachhaft dann zu sagen, ja, aber der ist 19 und der muss auf dem Boden bleiben und ja, der ist gar nicht so gut. Der kam mal 2-mal rein, 2 Tore, aber er ist gar nicht so gut. Er muss an sich arbeiten, hin und her. Leute, ich glaube, der Messi hat mit 18 bei Barca gespielt, war Stammspieler. Es gibt genug andere Beispiele, wo Spieler, die 18, die 19 sind, Stammspieler sind. Ich weiß nicht, warum das bei uns immer so klein gehalten wird und immer so eiti-teiti. Ja, klar ist bei uns Druck. Klar versucht man so den Druck wegzuhalten von dem Spieler, logisch. Aber man kann doch sagen, jo, er ist ein guter. Er ist der Backup für Nevi, er wird seine Spielzeit bekommen und gut ist. Was muss man da so klein reden? Ich verstehe das immer nicht. Aber auch dieses Nicht-Vertrauen geben. Für mich hört sich das so an, als ob man den Leuten halt nicht vertraut. Deswegen habe ich den Van Gaal so gemocht. Der Van Gaal hat gesagt, hier, Bali, Müller, Alaba, Bam. Fertig. Ja, der Bali ist jetzt mein Innenverteidiger. Arschlecken. Ja, der kam aus der zweiten Mannschaft. Hier, das ist mein Innenverteidiger. Fertig. Müller spielt immer. Fertig. Bumm. Klare Aussagen. Ja, das war ein junger Joyster. Warum kann man das nicht so machen? Wenn sie auch die Qualität haben, man muss den Leuten auch nur die Chance geben. Aber bei uns bekommen die halt einfach erst gar nicht die Chance. Notgedrungen jetzt, der Davis, ja. So. Und? Super Entwicklung genommen. Super. War mit der beste Spieler in den letzten Spielen.
Oder halt immer einer der Besten war. Er war ab und zu ein bisschen unsicher, der ist 19, logisch, na klar. Ja, da muss man noch drauf scheißen, Alter. Hau doch 3, 4 von den Jungs rein, die Saison. Die Saison ist doch eh für den Arsch. Ja, jetzt gut, tabellarisch sieht es mir ganz gut aus. Aber generell, ja, muss halt auch mal so eine Saison in Kauf nehmen. Und dann muss er so eine Leute doch integrieren. Warum nicht dieses Jahr? Na, wir haben einen kleinen Kader. Gib dir noch die Chancen. Verstehe das immer nicht. Nein, dann kaufst du hier einen Q-Sang von Gladbach, der einen Charakter hat wie ein Arschloch für 15 Millionen oder was. Alter, wenn der sich bei uns noch durchsetzen sollte, ja, dann bin ich perplex. Also der wird hier, wie hieß der andere? Komische Vogel, den wir 2 Jahre vorher geholt hatten von Gladbach. Der dann auch noch nach Hertha ging und jetzt, was weiß ich, wo rumpimmelt. Das sind halt so Arschloch-Charaktere. Wie kann man sowas kaufen, Alter? Weiß ich nicht. Ja, das ist, was ich ein bisschen anprangern muss. Und dann muss man sich auch nicht immer hinstellen und sagen, ja, aber wir sind der FC Bayern. Man kann das bei uns nicht so machen. Der Van Gaal hat damals gezeigt, dass man es so machen kann. Wenn die Spieler Qualität haben, ja, und der Trainer überzeugt ist, klar muss man dann mal gewisse Fehler einkaufen. Den hat der Davis auch gehabt dieses Jahr. Logisch, ja, gehört dazu. Und, mein Gott, wir sind der FC Bayern, Alter. Wenn da mal einer einen Fehler macht und kriegt ein Gegentor, dann muss man auch nicht rumholen. Dann muss man halt vorne 2 mehr schießen. Wo ist denn das Problem? Wenn ich das immer höre. Mann, Mann. Ja, das ist so ein Thema, was mich völlig aufregt, Leute. Wir haben viele gute, junge Spieler, auch in der zweiten Mannschaft. Auch der Fried, ja, der hat in der 3. Liga, was weiß ich, wie viele Hütten, Alter. Ja, den hättest du auch schon öfters mal mitnehmen können und einfach auch mal bringen können. Man sieht doch, wenn der Levi einen scheiß Tag hat, sieht man das nach 30 Minuten, Alter. Das ist einfach so. Da nehm ihn doch raus. Und zum Schluss war er platt oder hat wegen seinen Wehwehchen da nicht mehr so. Und ja, hat man doch gesehen. Man hat es doch wirklich gesehen. Und dann wechselt ihn noch aus. Und warte nicht 80 Minuten, ob er noch irgendwie durch Zufall ein Tor. Klar ist er immer gut für ein Tor. Aber dann kannst du auch mal einen jungen Jungs bringen. Mein Gott. Und erst recht auf der Außenbahn. Wenn der Perisic schon der beste Mann außen war, die letzten Spiele. Leute, dann wird es doch schon haarig. Nichts gegen den Knabri, aber was der abgeliefert hat, oder der Müller, wenn der außen gespielt hat, ja, kannst du rausnehmen. Leute, ich sag dann immer, warum gehen die Leute nicht, die sind so erfahren, warum gehen sie nicht zum Trainer und sagen, Trainer, bitte lass mich raus, ich bin einfach scheiße, Leute. Das verstehe ich manchmal nicht. Und da hättest du Leute die jungen Jungs da reinschmeißen sollen. Was hätten die schlechter machen sollen? Die werden auf jeden Fall nach hinten gerannt. Und nach vorne. Weil die Ehrgeiz haben, weil die wollen. Das hast du bei denen halt vermisst. Und das ist so auch, was ich den Flick ein bisschen ankreide. Ja, klar, er musste erstmal ein bisschen wieder aufräumen, ein bisschen jeden Honig um Bart schmieren, jeden Zucker im Arsch blasen wahrscheinlich. Was nun mal dazugehört in dem Geschäft, ja, keine Frage. Aber ja, das ist so, was ich mir gewünscht hätte. Zum Glück hat er den CXC zweimal gebracht. Ne? Müssen wir uns ja auch nichts. Glücklich. Beides mal glücklich. Gegen Wolfsburg nicht unverdient. Gegen Freiburg völlig unverdient. Und ja. Aber die Spiele brauchen wir nicht nochmal aufrollen. Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Wie gesagt, tabellarisch. Keine Frage. Sieht es gut aus. 4 Punkte. Alles ist drin. Das wird spannend sein. Es ist sogar spannend um Champions League Platz, wenn man sich das anguckt, mit Schalke noch dahinter. Selbst die 5 Punkte auf Leverkusen, obwohl Leverkusen halt auch nicht so wirklich konstant ist. Und ja, darf man aber auch nicht unterschätzen, wenn die mal einen Lauf kriegen sollten oder sowas. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Spannung drin dieses Jahr. Meine Prognose ist halt, wir werden kein Meister. Meine Prognose ist Platz 3. Ich denke, Leipzig und Dortmund werden vor uns stehen am Ende der Saison. Und ja, wie gesagt, wir waren 7-mal Meister, Leute. Ist kein Beinbruch, wenn wir nur mal Dritter werden oder Vierter werden. Solange wir Champions League spielen, ist alles gut. Und ja, ich bin gespannt, wie es der Flick machen wird. Ich meine, wir können uns auch mal Heimtabelle angucken. Ja, es ist ja schon ein Trauerspiel, dass wir hier noch auf Platz 2 sind. Oder? Gut, aber nur weil die Dortmunder ein Spiel weniger hatten zu Hause. Warum auch immer, genauso wie die Leipziger. Aber wie haben die ein Spiel weniger? Achso, ja, logisch. 17 Spiele. Ja. Was soll ich sagen? 4 Niederlagen ist halt einfach ein Witz.
Dazu 3 Unentschieden. Dass die Tabelle so spannend ist, wie sie ist auch wirklich nicht, weil irgendeine Mannschaft so mega stark ist. Ja, wir sind einfach schlecht dieses Jahr. Also wir haben nur 10 Spiele gewonnen. Von 17 ist das für uns wenig. Und nichtsdestotrotz, ich freue mich, ich bin heiß. Bundesliga ist mal interessant, wir haben ein bisschen Kitzel drin, ja, man ist ein bisschen heißer in den Spielen, freut mich. Vielleicht ein paar allgemeine Sachen. Ja, Leipzig überrascht mich nicht wirklich, dass sie mit dem Nagelsmann nochmal einen Sprung machen werden. Ist klar, was mich überrascht, dass der Werner so Gas gibt. Ich denke, wir haben es verpasst. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Ich hoffe es immer noch, dass der Werner zu uns kommt. Gerade guckt euch an, er spielt in Leipzig auch nicht ganz vorne. Er spielt auch ein bisschen dahinter. Und um es jetzt mal knallhart zu sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Müller und Werner, ja, würde ich halt aktuell den Werner bevorzugen. Wir müssen uns auch nichts vormachen, dass der Müller... ja, der Müller wird schwer haben, auch in der Rückrunde. Wenn der Coutinho vielleicht noch ein bisschen besser reinfindet bei uns. Ich denke, Coutinho wird auch nicht bleiben, da müssen wir uns auch nichts vormachen, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wenn wir auf die einzelnen Spieler kommen. Ja, wie gesagt, ich sehe die Leipziger als sehr stark an. Der Gladbacher ist für mich schon eine Überraschung. Auch klar, der Rose hat gute Arbeit gemacht bei seinen letzten Clubs, aber dass er das da so gut gemanagt kriegt, den Gladbach hätte ich nicht gedacht. Dortmund ist auch eine Überraschung für mich, dass sie noch schlechter sind wie wir. Keine Frage. Schalke, ja, Schalke ist wie Schalke ist. Also obere Drittel ist okay. Leverkusen dasselbe. Hoffenheim, ja, Mittelmaß. Freiburg, klar, Überraschung. Sind jetzt ein bisschen abgesackt zum Ende hin. Definitiv, was der Streich da macht in den letzten Jahren, mega. Kann man gar nicht genug Respekt vor haben. Wolfsburg ist im Niemandsland wie immer. Augsburg hat sich auch gefangen, muss man auch sagen, dass sie am Trainer festgehalten haben. Der war ja auch schon wieder kurzzeitig am Wackeln. Union, ja, dass Union so zwischendurch einen ganz guten Lauf hatte. Aber sie sind natürlich noch nicht weg vom Abstiegskampf, wenn man das sieht. 5 Punkte gerade mal. Hertha, ja gut, ich denke, Hertha wird noch ein bisschen klettern. Hertha hat ja große Ambitionen, wenn man hört, wen sie alles kaufen. Chaka, Götze, Draxler. Ja, gönnt euch. Warum nicht? Wird Zeit, dass die Hauptstadt mal aufwacht. Habe ich nichts gegen. Cleansea mag ich nicht, aber ist eine andere Geschichte. Frankfurt, ja. Ich hatte ihn als erste Trainerentlassung. Dann hat er ja echt die Kurve gekriegt. Europa und so weiter. Aber ihr seht, die Frankfurter sind ganz schön abgekackt zum Ende hin. Gerade mal 3 Punkte weg vom Abstieg. Mainz war zu erwarten. Köln war zu erwarten. Düsseldorf war zu erwarten. Bremen überrascht mich total. Ich hatte die Bremer eigentlich hier so Hoffenheim, Freiburg-Level erwartet. Ja, und Paderborn, ja, ist auch nicht wirklich eine Überraschung. Haben sich ja zum Glück auch noch ein bisschen gefangen, haben aber auch viel Pech gehabt, muss man sagen. Waren echt in den Heimspielen meistens besser wie der Gegner. Ja, einfach ein bisschen die Unerfahrenheit und so weiter. Schön ist, dass da auch noch nicht so viel entschieden ist. Es ist noch einiges drin. Ja, die Unioner sehe ich nicht mehr, dass sie groß da reinrutschen werden. Aber wer weiß. Ist immer schwer vorzusagen. Ansonsten eine Überraschung, ja, die Bremer halt wieder. Ne? Aber die Frankfurter können auch noch reinrutschen, wer weiß. Tja, schauen wir mal. Ansonsten, Champions League können wir uns natürlich auch mal ganz kurz angucken. Da gibt es nicht viel zu sagen zu unserem Club. Ja. Na, 6 Spiele, 6 Siege. Gut, Piraeus Belgrad musst du natürlich auch verbuchen für dich. Tottenham war nicht selbstverständlich. Gut, die hatten ein paar Probleme im Hinspiel, hatten wir zu der Zeit aber auch. Da haben wir uns ja nochmal gefangen gehabt, danach ging dann nichts mehr. Aber da hat man halt einfach den Unterschied gesehen unter Kovac oder generell, der in der Mannschaft herrscht. Champions League, ja, hurra, wir rennen. Wir haben Einsatz von 110%. Bundesliga, ja, wir haben Einsatz von 60%. Ja, das wird das sein, was der Flick zu managen hat. Und deswegen bin ich auch weiterhin der Meinung, ich denke, die Mannschaft ist mehr auf die Champions League fokussiert. Gerade so Müller, so Neuer, ich meine, die wissen alle, der Zenit geht langsam dahin. Auch wenn der Neuer noch immer den Anspruch hat, noch 2-3 Jahre auf hohem Niveau zu spielen, was ich ihm gar nicht absprechen möchte. Also ich habe den Neuer nicht schlecht gesehen diese Saison.
Ja, aber das ist so, was ich sehe. Ähm, die Leute wissen halt selber, oder auch so ein Levi, weiß halt auch, es wird nicht leichter werden in den nächsten 2 Jahren irgendwie da noch was zu reißen. Man wird nun mal nicht jünger. Und von daher habe ich so ein bisschen, gut beim Levi jetzt nicht unbedingt, aber so bei so Müller und gut beim Knabri habe ich das Gefühl auch, obwohl ich mir das da gar nicht erklären kann. Aber generell, gut, ich denke, das müssen wir ja wohl nicht drum herum reden. Wenn man 7 Jahre hintereinander Meister in der Bundesliga ist, muss man nicht darum rumreden, dass die Spieler wohl eher den Fokus auf die Champions League haben. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Es ist halt einfach irgendwann langweilig, wenn du immer den Titel gewinnst. Ja, und von daher bleibe ich bei meiner Meinung. Meisterschaft werden wir nicht holen. Champions League, ja, ich weiß nicht, ich habe es ja schon gesagt gehabt, Chelsea. Aber Chelsea ist ein bisschen wieder erstarkt, so die letzten Spiele und Ergebnisse, die ich gesehen habe. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Ich mache mir da keine Sorgen, wir werden weiterkommen gegen Chelsea. Warum? Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Ich sehe Chelsea einfach nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Und ja, zum anderen sehe ich halt einfach auch unsere Stärke in der Champions League. Und von daher sehe ich Chelsea nicht wirklich als Gegner an. Also generell, wenn ich so die Mannschaft in meinem Kopf durchgehe, abgesehen vom Liverpool, ja, Man City könnte halt auch wehtun. Aber ansonsten sehe ich jetzt keinen, wo ich sagen würde, irgendwie, ja, wird richtig hart für uns. Ich denke, gegen jede andere Mannschaft haben wir sehr gute Chancen. Liverpool und Man City, ja, liegt in erster Linie an den Trainer. Klar haben die auch gute Spieler, keine Frage. Aber ich denke, auf der Trainerposition sind sie uns halt einfach megamäßig überlegen. Und ja, ich meine, unsere Spielweise zu entschlüsseln ist jetzt auch nicht das Schwere. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Ist halt, ja, über die Jahre so gereift und wir haben sie unter Kovac ein bisschen schlecht ausgeübt. Mittlerweile war es schon wieder ein bisschen besser. Aber das Problem, was ich halt sehe, ist halt, früher wussten die Gegner auch, wie der FC Bayern spielt. Es war immer klar, der FC Bayern spielt auf Robberie und gut ist. Und diese Qualität, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir nicht mehr. Klar, Gnabry, Coman, sicher talentierte Spieler, aber sicher noch meilenweit weg von Arjen Robben oder Franck Ribéry in Hochform. Also selbst der Gnabry in Tottenham war jetzt für mich keine Weltklasse-Leistung, obwohl er da 4 Tore gemacht hat. Da sind die beiden halt, ja, aus meiner Sicht noch meilenweit von entfernt. Und wenn wir diese Spielweise beibehalten wollen, dass wir über die Außen, so wie wir die letzten Jahre gespielt haben, spielen, werden wir da Verstärkungen brauchen. Keine Frage. Und ja, da musst du auch nicht wieder irgendwelche Talente einkaufen, weil die haben wir mit Coman und Gnabry. Auch ganz klar. Da musst du halt wirklich eine Granate kaufen und da bin ich schon dabei, dass man an den Sané denkt. Ich denke, er kann bei uns noch den letzten Schritt gehen zum Weltklasse-Spieler. Ja, und dann hast du schon mal einen. Ja, und wie gesagt, der Gnabry oder Coman, die können sich beide dahin entwickeln. Coman hat halt das Problem, er ist so ein bisschen robbenmäßig unterwegs. Viel verletzt, hat immer Pech, gerade wenn er dann so in Hochform ist, kriegt er meistens wieder einen reingedrückt, das ein bisschen schade ist. Ja, und ansonsten muss man halt mal einfach 1, 2 Talente aus den eigenen Reihen fördern. Vielleicht kommt da was. Und ich meine, guten Davis dann eine Position weiter nach vorne zu stellen. Wenn der Alaba wieder nach links gehen sollte, wenn unsere Innenverteidiger irgendwann wieder da sind, wer weiß, vielleicht macht der Davis auch da den entscheidenden Schritt. Ich denke, er hat die Qualität dafür. Und der Vorteil ist, er spielt links hinten und er weiß dann auch, oder er hat auch die Qualität, mit nach hinten zu arbeiten. Und er wird das auch machen, im Gegensatz zu Gnabry, bin ich mir sicher. Macht ja selbst der Perisic. Und ja,
von daher, ich bin voll dabei, wenn man den Sané kriegt für ein einigermaßen annehmbares Honorarablöse, dann zuschlagen. Natürlich nur, wenn er wirklich fit ist, ne, nach der Verletzung. Ansonsten, ja, habe ich jetzt auch keinen irgendwie parat, wo ich sagen würde, so wie es damals war, guck mal hier, das Ayen auf dem Abstellgleis, nimm den mal mit von Real. Nicht so einfach. Gut. Ja, soviel zu Champions League und Bundesliga. Gucken wir uns mal ein paar Statistiken an, würde ich sagen, oder? Können wir mal ein bisschen auf die einzelnen Spieler eingehen. Gut, Neuer. 26 Spiele, einmal gelb. Sau stark. Zu Neuer gibt es nicht viel zu sagen, außer, ja, er hat 2, 3 gute gehalten. So 1 gegen 1 ist er sowieso stark gewesen. Und das war auch wieder, aber so einen unhaltbaren hat er jetzt diese Saison noch nicht gehalten. Muss man fairerweise auch sagen. Da vielleicht mal ganz kurz zu dieser Torwart-Situation. Ich finde es schon bedenklich, wenn wir den alten Schalker Knallkopf da holen. Ich finde es eigentlich noch bedenklicher, dass er zu uns kommen möchte und sich auf die Bank setzt. Ich meine, wir haben den Früchtel. Der Früchtel wurde gelobt. Er trainiert schon bei den Profis mit. Ja, warum ihm nicht das Vertrauen aussprechen? Auch da kann ich nur noch mal an den Vergal erinnern, der sowas getan hat mit dem Kraft zum Beispiel. Klar hat der Kraft dann seine Fehler gemacht bei uns. Dann war der Van Gaal weg, dann wurde der Kraft halt auch ausgebotet. Ich denke, er hätte eine Entwicklung bei uns genommen, so schlecht war er nicht. Klar, danach war er noch bei Hertha und so. War noch so ein ganz passablen Level. Ja, schade. Ich hätte mir das schon gewünscht, dass man so einen Jungen, der dann ja jetzt schon ein paar Jahre bei uns im Verein ist und dann auch dementsprechend mittrainiert und mit Sicherheit sich auch einiges abguckt, schon Neuer und so weiter. Und jetzt in der 3. Liga auch Erfahrungen sammelt. Warum führt man den nicht ein bisschen ran? Und ich meine, hey, man kann den Neuer auch mal, oder wenn er, muss man halt als Trainer oder als Club halt auch mal sagen, weißt du was, Manu, du bleibst einfach mal 5, 6 Spiele in der Bundesliga, bleibst du einfach mal draußen. Und legst mal die Füße hoch oder gehst mal nach einer Halbzeit raus. Also, bitte euch. Kann man auch mal sagen, wenn es 3-0 steht, jetzt hau mal so einen jungen Spund da rein, kann er mal ein bisschen Luft schnuppern, ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja. Wie gesagt, sollte der kommen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Klar, ablösefrei, ja, yippie Schweinebacke und so, aber das ist ja jetzt nicht so, dass der Neuer schlecht ist und dass man sagt, den Neuer sitzt jetzt auf der Bank. Der Junge ist ein Torwart. Wenn er fit ist und körperlich gut, warum soll er nicht spielen, bis er 38, 39, 40 ist? Guckt euch den Buffon an. Der war immer noch eine Granate, also von daher hätte ich da jetzt nicht den Handlungsbedarf gesehen, aber nur meine Meinung. Kimmich spaltet die Bayern-Fans genauso wie mich auch. Spiele 26, aber da sieht man auch mal, wie viele Spiele wir haben, ja. Nur mal nebenbei. Tore 2, Gelb 7, Einwechslung 1, Auswechslung 2. Kimmich. Was man ihm zugute halten muss, er versucht zumindest vom Reden her, ja auch auf dem Platz manchmal, der Aggressivleader zu sein, der uns fehlt, oder die Führungspersönlichkeit zu sein, die uns fehlt. Was ich schwierig sehe, sind die Leistungen, die teilweise gar nicht gepasst haben, und das hast du auch auf dem Spielfeld gesehen, wenn er dann da auf einmal meinte, er musste irgendwelche Ansagen machen, obwohl seine Leistung unterirdisch war, wie die Mitspieler reagiert haben, und ja, das passt das eine nicht zum anderen, ja. Wenn das so ein Marc van Bommel gemacht hat oder so ein Effe oder sowas, die haben, selbst wenn die einen schlechten Tag hatten, ja, hat die Leistung immer ausgereicht für eine ordentliche Leistung. Und beim Kimmich war es bisher, ja, mal so, aber so die letzten Spiele war es mehr Schatten wie Sonne, muss man auch fairerweise sagen. Von daher, er sollte ein bisschen die Fresse halten,
sollte erstmal konstant 10 Spiele mit Leistung überzeugen. Dann kann er sich hinstellen und kann die großen Reden schwingen. Aber ansonsten sollte er sich ein bisschen zurückhalten. Ja, da würde ich mir von so einem Neuer ein bisschen mehr wünschen, muss ich auch sagen. Er ist unser Kapitän und ich meine, er haut schon mal zwischendurch so ein kritisches Wort raus, aber da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Ja, wenn wir mal mit Noten Neuer würde ich eine 3 geben. Nicht überragend, jetzt aber auch nicht schlecht, sondern eine gute 3. Kimmich, boah, Kimmich ist echt schwer zu beurteilen, Leute. Wirklich. Ja, ich würde ihm auch eine 3 geben. Wenn ich jetzt nur die letzten Spiele nehme, wäre ich schon eher bei einer 4. Da war echt viel Schatten. Aber ja, im Großen und Ganzen war es schon befriedigend. Das muss man schon sagen. Müller ist noch schwerer zu beurteilen. 25 Spiele, 10 Einwechslungen, 8 Auswechslungen. Ja, Kovac Liebling, wie man sieht. Ja, von daher eine 4, Leute. Ich kann ihm keine 3 geben. Gut, er hat halt so ein paar Tore gemacht, Vorlagen, hat er sogar einen Rekord aufgestellt. Ja, dann müssen wir ihm auch eine 3 geben. Wenn wir Kimi eine 3 geben, ja, sind wir gnädig in der Gesamtbeurteilung. Gehen wir den Müller auch unbefriedigend. Auf lange Sicht, Müller wird es schwer haben. Auch unter dem Flick wird das schwer haben, weil rechts, er hat keine Leistung gebracht. Halb rechts, wo er gespielt hat, oder wenn er ganz rechts gespielt hat, war immer Note 5, Alter. Immer. Immer. Er hat einfach keinen Bock mehr auf diese Posi. Und hinter den Spitzen, ja, weiß ich nicht. Sehe ich den Müller nicht mehr so stark, wie er mal war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich mir einen anderen, würde mir halt, sage ich auch ganz ehrlich, den Werner wünschen. Ich sehe den Werner voll hinterm Levi. Aber richtig voll hinterm Levi. Und ich denke, das hätte auch sehr gut harmoniert. Ich weiß nicht, warum wir da so zurückhaltend waren. Ich denke, der Brazzo oder wer auch immer dafür verantwortlich war, wird sich ärgern, dass wir ihn nicht geholt haben die Saison. Das wären 30, lass es vielleicht 40 Mille Arschlecken. Ihr guckt euch die Leistung an, was der Werner bringt in Leipzig. Und ja, klar musste der Müller dann opfern. In gewisser Weise. Aber ja, der Zenit ist auch irgendwann erreicht. Das muss man auch mal sagen. Und der Müller hat nicht die Leistung mehr gebracht, wie er sie mal gebracht hat. Und keine Ahnung, wir haben immer, oder wir reden seit 2 Jahren vom Umbruch. Ja, und da muss man halt auch mal harte Entscheidungen treffen. Ja, ist nun mal so. In der Innenverteidigung haben sie getroffen. Warum dann auch nicht vorne? Ja, er ist ein Urbayer. Ja, alles gut und schön. Ja, seine Aussagen waren aber halt auch lächerlich. Oh, unter Kovac noch. Ja, dann gehe ich halt. Dann gehe ich. Ja. Er war halt einfach auch schlecht unter Kovac. Das muss man auch mal festhalten, ja. Da kann man den Nico nicht vorwerfen, dass er den nicht aufgestellt hat. Dass er es hätte anders kommunizieren müssen, ja, keine Frage. Aber dass er ihn nicht aufgestellt hat, war ich voll beim Nico. Wirklich. Der Müller war schlecht. Er war auch jetzt unterm Flick nicht so gut, wie ihn manche geredet haben. Ich sehe Müller kritisch. Wie gesagt, ich hätte mir den Werner da gewünscht. Und ich wünsche mir den Werner auch für nächste Saison. Ich glaube nicht, dass er kommen wird. Wenn, ich feier's. Ich feiere es definitiv. Levi. Ja, zum Levi gibt es nichts zu sagen, Leute. Levi, wir können ihm keine andere Note geben, außer eine 1. Es geht nicht anders. 25 Spiele, 30 Tore. 3 Elfer, eine Einwechslung, 3 Auswechslungen, 5 gelbe Karten. Zum Ende hin war er platt, hat man gemerkt. Sind wir ehrlich? Traurig aber, was ich das über einen Ex-Dortmunder sage. Oder ohne den Levi wäre die Saison für den Arsch gewesen. Also, da müssen wir uns nichts schönreden. Klar wäre dann jemand anders da gewesen, wenn der Levi nicht da wäre. Und der hätte vielleicht 10 Tore gemacht, 12. Ja, könnt ihr euch ausrechnen, wo wir dann gestanden hätten. Benjamin Pavard. Erster Neuzugang in dieser Liste hier. Ja, also ich habe das von ihm erwartet, muss ich sagen. Mehr gibt es da nicht so zu sagen. Viele haben ihn nicht so stark gesehen. Klar, immer noch ein bisschen wackelig. Wie gesagt, ist jung, hat jetzt noch nicht die Mega-Erfahrung. Ja, hat in Stuttgart gegen Abstieg gespielt. Klar, Weltmeister geworden. Ja, ich habe ihn stark gesehen. Ich sehe ihn auch auf der Rechtsverteidiger-Posi. Klar.
er muss dann halt da mal die Zeit kriegen, sich da festzuspielen. Und nicht immer mal da, dann wieder Innenverteidigung. Was nun mal jetzt verletzungsbedingt nicht anders geht. Aber selbst in der Innenverteidigung ist er okay. Zwischendurch ein bisschen Stellungsspiel, was ihm fehlt in der Innenverteidigung. Und dadurch hat er das eine oder andere Dingen verschuldet. Kann man ihn nicht vorwerfen, ja. Ist für mich auf jeden Fall eine positive Erscheinung. Sieht man ja auch 25 Spiele gemacht, einmal eingewechselt. Das sagt eigentlich schon alles aus. Von daher kriegt er von mir eine 2. Vielleicht mit einem kleinen Minus. Aber wenn ich sehe, du hast mit dem Kimmich eine 3 gegeben haben, ja, dann muss der Pavard eine 2 kriegen. Ja. Einsatzmäßig und so weiter immer 110%. Vorbildlich, top. Thiago, ja. Spiele 22, 7 gelbe, 4 Einwechslungen, 4 Auswechslungen. Ja, kennt ihr meine Meinung. Scheiden sich die Geister wahrscheinlich. Ist für mich kein Sechser. Das kann ich positiv sagen. Wenn er einen guten Tag hat, wenn er Lust hat, Weltklasse. Kann eine ganze Mannschaft allein durch seine Körpertäuschung dann ein paar Meter gehen, ein paar Spielen auseinanderziehen. Für mich kein Sechser. Es ist ein bisschen konstanter geworden. Unterm Flick hat er dann auch weniger Risiko gespielt als Sechser. Wo er dann einmal auf der 8er Position gespielt hat, ist er leider gar nicht klargekommen. Ja, das muss man fairerweise auch sagen. War es in Freiburg, wo er auf der 8er gespielt hat, die erste Halbzeit, die ich gesehen habe. Ja, kam er nicht klar. Er wusste gar nicht, wo er jetzt wie und wo. Er stand irgendwie immer im Nirgendwo. Und gut, wenn du die ganze Zeit nur als Sechser spielst. Ich würde ihn mir auf der 8er Position wünschen. Und wenn er da wieder fest spielt, denke ich, wird er da auch wieder vernünftig klarkommen. Würde mir dahinter den Martinez auf der 6 wünschen. Anderen Sechser haben wir aktuell halt nicht. Kimmich sehe ich da auch nicht. Kimmich ist da viel zu unkonstant auf dieser Position gewesen. Und du musst auf der 6 einfach einen sicheren Part haben. Du musst da den sicheren Abräumer haben. Fertig. Du musst da nicht den kreativen Kopf haben. Den kannst du auf der 8 haben. Das ist völlig in Ordnung. Der Sechser sollte es hinkriegen, den Ball zum Achter zu spielen und alles ist doch gut. Ja, also meine Meinung ist, wir brauchen halt einfach einen defensiven, starken Kämpfer. Der Thiago war das ab und an, seine Zweikampfwerte waren auch ganz gut, aber er hat halt immer diesen Leichtsinn mit dabei. Dass er sich mal im Dribbling verstrickt, dass er einfach den Querpass spielt, den Gegner in die Füße rein und sowas. Ja, und das geht auf der 6 nicht. Das geht auf der 6 nicht. Auf der 8, denke ich, wäre optimal, wenn er dann noch ein bisschen mit nach hinten macht, weil zweikampfstark ist er mittlerweile, keine Frage. Ja, wäre so mein Wunsch für die Rückrunde. Gnabry. Ja, Gnabry, wisst ihr, ist mein Hassobjekt Nummer 1 in unserer Mannschaft. Spiele 22, 11 Tore, 3 Einwechslungen, 9 Auswechslungen. Sagt auch alles. Gnabry hat meistens eine gute Hälfte, wo er dann auch mal, wenn er einen sehr guten Tag hat, 1-2 Sprints mit nach hinten macht. Die zweite Halbzeit ist durch. Ich weiß nicht, ob er einfach keinen Bock hat, ob der keine Luft hat. Nach vorne klappt das dann meistens noch mal in der zweiten Halbzeit oder dann hat er noch mal 1-2 Sprints, aber danach ja, kannst ihn auswechseln. Der Akku ist einfach leer. Die Einstellung gefällt mir gar nicht von ihm. Nach vorne rennt er, wie gesagt, immer. Nach hinten nie. Und ja, muss ihm definitiv ausgetrieben werden. Bleibt das so. Ja, keine Ahnung. Hat er bei uns keine Zukunft, Leute. Das muss man so knallhart sagen. Selbst ein Ribéry, ein Robben. Ja, die mussten das auch erst lernen. Keine Frage. Guckt euch an, was ein Ribéry nach hinten gearbeitet hat. Wenn der Alaba ihn überlaufen hat. Ja, der Arjen war auch immer ein bisschen faul. So am Anfang, aber auch zum Schluss hin, guckt euch an, was der Arjen auch nach hinten für Sprints angesetzt hat. Das siehst du beim Gnabry halt fast nie. In der Champions League, ja, dann macht das. In der Bundesliga, nee, juckt ihn einfach nicht, ne? Scheiß drauf. Lass mal da hinten die arme Sau, ob es der Kimmich ist, ob es der Pavard ist, ja, lass ihn doch da stehen. Der Müller versucht das wenigstens noch immer, obwohl der Müller das mittlerweile auch nicht mehr wirklich gut hinkriegt. Wie ich schon sagte, vielleicht war die Mannschaft einfach platt. Coutinho, 22 Spiele, 7 Tore, 6 Einwechslungen, 9 Auswechslungen.
Achso, notenmäßig. Thiago, ja, definitiv eine 3. Ja, ist für mich kein Sechser, also eine 3 minus. Er kann da nicht unbedingt was für. Ja, es ist nun mal seine Spielweise, somit auch das Leichtsinnige und so weiter. Ist für mich einfach kein Sechser. Thiago, wenn er auf der 8 spielt, oder sogar auf der 10, wo er wirklich super ist, ihm fehlt so ein bisschen der Torschuss, ja. Den hat der Coutinho, womit wir gleich beim Coutinho sind. Ja. Gnabry. Alter. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich ihm eine 4 geben. Da er halt 11 Tore gemacht hat. Gut, davon waren 4 schon gegen Tottenham. Ja, nach vorne ist es befriedigend, nach hinten ist es mangelhaft eigentlich. Ich gebe ihm eine 4, Alter. Ich hab's gesagt, nach hinten mangelhaft, nach vorne befriedigend ist eine 4, fertig. Selbst schuld, Alter. Soll einfach mal ein bisschen mannschaftsdienlicher spielen, das tut er nicht. Er ist für mich ein Egomane. Also noch schlimmer, wie es der Arjen war am Anfang. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir gar nicht. Coutinho, ja, 2 gute Spiele, sonst, ja, nix. Also sollten wir den für 120 Millionen kaufen. Sollten wir den überhaupt kaufen, verstehe ich die Welt nicht mehr. Erstens ist er dann 28 oder 29 sogar. Ne, 28 glaube ich. Ja, nee. Er müsste jetzt schon wirklich 17 oder mit Champions League 20, 22 überragende Spiele machen, damit man auf die Idee kommen würde, ihn zu kaufen. Ansonsten kannst du besser 100 Millionen an irgendeinen anderen Spieler investieren. Auch da würde ich den Werner bevorzugen, obwohl, wenn der Coutinho seine Show zeigt, wie er sie gezeigt hat, mega. Ja, ich habe ihn mega gefeiert. Aber dann muss das konstant kommen. Ansonsten würde ich da auch einen Werner bevorzugen, der halt einfach auch noch ein bisschen jünger ist. Coman. Kingsley. Das Emblem ist echt ein bisschen im Weg, ne? 20 Spiele, 4 Tore, einmal gelb, 2 Einwechslungen, 7 Auswechslungen. Ja, Kingsley ist, unter Kovac war er eigentlich ganz konstant noch. Unter Flick ein gutes Spiel, sonst, ja, weiß ich, kam glaube ich mit dem Flick noch nicht wirklich warm geworden. Ich habe mehr erwartet vom Kingsley, muss ich sagen. Letzte Saison war er stärker, definitiv. Ja, er hat die Chance in der Rückrunde und die muss er nutzen. Ansonsten werden wir mehr als einen Sané kaufen müssen für die Außenbahn. Und ich denke, sollten wir dann Sané kaufen und sollte irgendwie einer 30 Meter für einen Coman geben, denke ich, werden wir ihn sogar verkaufen. Was ich schade finde, ich mag ihn sehr. Seine Spielweise und so weiter finde ich mega. Und ich würde es mir wünschen, wenn er die Kurve wieder kriegt. Perisic, ja, 19 Spiele, 4 Tore, einmal gelb, 10 Einwechslungen, 6 Auswechslungen. Ja, man sieht es auch beim Coman noch mal Einwechslung, Auswechslung. 2:7 siehst du halt, dass der Coman nicht wirklich gut war. 7 Mal ausgewechselt. Sagt halt alles, ne? Sieht man auch beim Coutinho zum Beispiel, können wir auch noch mal ganz kurz, und beim Gnabry übrigens sowieso mit seinen neuen Auswechslungen, aber beim Gnabry brauchst du gar nicht drauf eingehen, habe ich alles gesagt. Mehr wie eine Halbzeit hat er einfach nicht im Akku. Coutinho sieht man es halt auch. Und Coman, ja. Ja, ich kann ihn schweren Herzens auch nur eine 4 geben, leider. Befriedigend war das nicht, die Leistung, die er gezeigt hat. Leider. Ich würde ihm, wie gesagt, ich mag ihn super gerne. Weil ich darf den jetzt nicht den Liebhab-Bonus geben. Perisic war mal. So, Ivan. Hat mich sehr, sehr enttäuscht, die ersten Spiele. War richtig schlecht unter Kovac. Hat sich da ein bisschen gefangen, war unterm Flick gut, arbeitet gut, das muss man ihm zugute halten. Hat er unterm Kovac auch nicht gemacht. Ist nicht einmal mit nach hinten gegangen. Hat es ein bisschen schwer gehabt mit dem Davies am Anfang. Den Davies musste erstmal ein bisschen klarkommen, so auf der Verteidigerposition. Ja. Weiß ich auch nicht. Das ist wie beim Coman, das ist so ein Mittelding. Also Coman, ich geb den Coman 3 minus und den Perisic auch ein 3 minus. So machen wir es. Jetzt kriegt er doch ein bisschen den Ich mag dich Bonus. Der Perisic, den mag ich eigentlich gar nicht.
Kann er sich glücklich schätzen mit einer 3 Minus bei mir. Aber man muss ihn zugutehalten, er ackert echt. Also die letzten Spiele hat er echt geackert. Das muss man echt sagen. Ja, Davis, 18 Spiele, ein Tor, 5 Einwechslungen. Ja. Was soll ich sagen? Definitiv Note 2. Klar, man darf es nicht zu sehr hypen, aber was er gemacht hat, ja, klar hat er immer ein paar Fehler drin. Leute, er ist 18 oder jetzt 19 geworden. Ja, einfach stark. Und wer weiß, vielleicht wird er der Mann der Zukunft vorne. Weil ich sehe den Alaba schon hinten links, wenn die Innenverteidigung fit ist. Wenn der Alaba nicht wechselt auf einmal für 100 Millionen nach Barca oder so ein Scheiß, wer weiß. Kann ich mir zwar eigentlich nicht vorstellen. Ansonsten... Ja, ich sehe ihn aber schon offensiver eigentlich. Oder ich würde es mir mehr wünschen. Wir werden sehen. Ich hoffe, er wird auch dann seine Chancen haben, wenn alle fit sind. Wir werden sehen. Xavi. Leute, auf den Xavi lasse ich gar nichts kommen. Ja, 17 Spiele. 4 Gelb, einmal Gelb-Rot, 8 Einwechslungen, 5 Auswechslungen. Ja, er hat den Elfer verursacht. Wusste er selber, hätte er sich schenken können, die Grätsche da zu dem Zeitpunkt, aber der Xavi kriegt auf jeden Fall Ich hab dich lieb Bonus. Dazu kriegt er den Auch alte Spieler können was Bonus. Und dann noch den Alle hacken auf ihn rum Bonus. Ja, Xavi ist für mich eine 2. Warum? Du kannst ihn immer bringen. Du kannst dich immer auf den Xavi verlassen. Er hat allein, was er durch Stellungsspiel als Innenverteidiger... Er ist nicht der Schnellste, logisch, aber wenn ihr euch mal die letzten Spiele angeguckt habt, allein was er durch Stellungsspiel allein wegmacht, dass es erst gar nicht in die gefährliche Zone kommt, ist halt einfach überragend. Und das konnte er schon immer. Und so schlecht wie alle immer, oder wie der Coach sagt, ja, der Martinez ist nicht so stark im Aufbau. Alter, was hat der Kovac, einen am Kopf oder was? Für die Aussage muss man rechts und links ohrfeigen, Alter. Guckt euch mal den Xavi an. Klar ist er jetzt keiner, der mega Spielgestalter ist, aber ich bitte euch, der kann wohl auch einen Pass spielen, ne? Hat er sogar auch schon bewiesen, also. Ja, für mich der Sechser schlechthin bei uns. Wenn die Innenverteidiger fit sind, hoffe ich, der Hansi sieht das ähnlich wie ich. Ich wage es zu bezweifeln. Weiß nicht, was die alle gegen den Xavi haben. Wie gesagt, für mich der Sechser schlechthin bei uns im Team. So. Alaba. Ja, Alaba kann ich nur eine Note 1 geben. Warum? Ja, weil er auf der Innenverteidigerposition und ja, Weltklasse spielt. Also dafür, dass er kein Innenverteidiger ist, allergrößten Respekt. Ja, ist genauso wertvoll wie der Levi vorne war. Guckt euch an, wie die Leistungen waren auf der Innenverteidigerposition vom Alaba. Hätten wir ihn nicht gehabt, ja, weiß ich nicht, wie es ausgesehen hätte. Also mega, wirklich mega. 17 Einsätze, ein Tor, eine Einwechslung, 2 Auswechslungen. War natürlich zwischenzeitlich verletzt, hatte dann auch ein bisschen schweren Stand. Für mich trotzdem eine 1. Einfach aufgrund der Leistung in der Innenverteidigung. Tolisso, 16 Spiele, 3 Tore, 4 Einwechslungen, 5 Auswechslungen. Ja, schweren Stand gehabt, hat immer noch zu kämpfen, wiederzukommen nach der Verletzung. Aber da erinnere ich mich immer an die Worte vom Loder. Der Spieler braucht genauso lange, wie die Verletzung gedauert hat. Und das sieht man bei ihm. Die letzten Leistungen waren aber okay. Ja, man merkt immer noch so ein bisschen die Scheu manchmal in so einem defensiven Zweikampf da so 100% zwischenzuhauen. Da muss man sagen, das ist aber auch normal, denke ich, nach so einer Verletzung. Ich sehe ihn auf einem guten Weg, ist für mich ein befriedigend, also eine 3. Boateng, Alter, Boateng. Da muss ich erst einen Schluck trinken, ey. Ja, ich kann hier keinem eine 5 geben. Kriege ich nicht übers Herz. Was sind trotzdem Bayern-Spieler? Boateng, also eine 4. Eine 4 minus. 15 Spiele, 5 mal gelb, einmal rot, 2 Einwechslungen, 4 Auswechslungen. Zwischendurch muss ich fairerweise sagen, wir geben ihm eine 4, ohne Minus. Zwischendurch muss ich fairerweise sagen, hat er wirklich 3, 4 Spiele gehabt, da war er wieder sicher.
Da war er echt wieder sicher. Seine Diagonalbälle sind angekommen. Ja, und dann war er auf einmal wieder komplett weg. Also, keine Ahnung. War er wahrscheinlich mal wieder kurz in der USA bei Rihanna oder sonst irgendwas. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ich weiß es nicht. Also es kann nicht am Alter liegen, machen wir uns nichts vor. Unser Erfahrener, man sieht es beim Javi. Ich weiß es nicht. Es war letztes Jahr schon und dieses Jahr ist es noch mehr unterirdischer. Wo er reinkam, Leute, das war gar nichts, das war eine 8. Die hat er auch gekriegt von mir. Also ich weiß es nicht. Es war damit, wo ja, das Angebot von Paris war da, bla bla bla. Die wollten dann nicht noch 10 Mille mehr zahlen, wie wir haben wollten. Dann durfte er nicht wechseln und seitdem ist es so, wie es ist. Und ja, er wird wahrscheinlich auch in der Winterpause nicht wechseln. Wegen mir kannst du ihm... Hau ihn weg, Alter. Spar dir die 7 Mille, die er das halbe Jahr noch kosten würde. Also, ganz ehrlich. Da sind wir wieder bei den jungen Spielern. Da kannst du auch so einen Lukas May reinhauen. Also, der kann nicht schlechter spielen. Das geht nicht. Also, ja. Boateng, Alter. Ich weiß nicht. Er war mal so gut. Goretzka. 14 Spiele, einmal gelb, Tore 2, Einwechslung 6, Auswechslung 4. Ja, wenn ich jetzt so auf meine anderen Noten gucke, eine 3 halt auch. Na, befriedigend, gut war es nicht. Er hat 2, 3 gute Spiele gehabt. Er hat aber auch Spiele gehabt, wie war es gegen Wolfsburg? Er war 19 Minuten Platz, ich habe ihn nicht einmal gesehen. Wie gesagt, da hat er wie so ein Mainzelmännchen am Mittelkreis, hat den Punkt hochgehoben, ist runtergegangen, hat sich hingesetzt und hat sich das Spiel im Fernsehen angeguckt. Ja, keine Ahnung. Komplett unkonstant. Schade. Ich halte viel von ihm. Ich denke, er hat auch Potenzial. Aber ja, da muss mehr Leistung kommen. Süle. Niklas. Spiele 12, Gelb 1, Auswechslung 2. Niklas gibt definitiv eine 2. Also, ja, er hat mal 1, 2 Fehler drin gehabt, aber ansonsten absoluter Leader. Absoluter... Alter. 2 Stunden labern, da geht nichts mehr. Absolute Konstante bei uns im Spiel. Hat sich auch im Aufbau stark verbessert. Das war am Anfang so ein bisschen seine Schwäche. Zweikampf stark, schnell. Brecher, also keine Ahnung, idealer Innenverteidiger. Haben wir einen sehr guten Einkauf damals gemacht. Lucas Hernandez, Spiele 9, Gelb 2, Einwechslung 1, Auswechslung 3. Keine Ahnung, ich kann mir da keine Meinung bilden. Ich habe die Spiele, die er gespielt hat, ja, eine 3 minus. Mehr ist es nicht. Also ich habe kein Spiel gesehen, wo ich sagen würde, jawohl, das ist ein Innenverteidiger, der ist 80 Millionen wert. Habe ich einfach nicht gesehen. Fairerweise muss man sagen, er hat, glaube ich, 2 Spiele in der Innenverteidigung gemacht, sonst war er immer irgendwie linker Verteidiger, weil Alaba verletzt war. Hat er mir gar nicht gefallen, wirklich gar nicht. Also nach vorne war das 0. Ja, nach hinten war es okay, ja. Hat man halt gesehen, er ist ein defensiver Mann, ja. Deswegen schwer zu beurteilen, wirklich schwer zu beurteilen. Ja, lassen wir uns überraschen, wenn er fit ist. Ich denke, die Rückrunde wird auch nicht sein, genau wie beim Süle. Ich denke, die werden beide weiterhin Probleme haben, weil, wie wir vorhin schon sagten, solange wie man verletzt ist, braucht man auch wieder, um wirklich bei 100% zu sein. Und das werden wir in der Rückrunde nicht mehr erleben. Da müssen wir wirklich hoffen auf die nächste Saison. Renato Sanchez, 3 Spiele hat er nur gemacht. 2-mal Einwechslung, einmal Auswechslung. Ja, kann ich nicht benoten. Ich finde es sehr schade, dass der Kovac ihn so verhunzt hat. Bin ich ganz ehrlich. Ich fand ihn mega bei der Europameisterschaft damals. Ich fand es auch mega, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Ich fand es auch einen sehr guten Preis für 35 Millionen. Ich fand es mega schade, dass man ihm nicht das Vertrauen gegeben hat. Ja, ohne Scheiß, das muss man den Trainern ankreiden, die halt einfach da waren. Fertig. Was soll man da weiter zu sagen? Dass er sich immer bemüht hat, kann man ihn nicht absprechen. Ich denke mal, das hat man gesehen. Und ja, jetzt in Lille, glaube ich, hat er ja auch schon ein paar gute
Schlagzeilen produziert und ich denke, er wird seinen Weg noch machen, ganz ehrlich. Wir haben ihn einfach verhunzt, das muss man so sagen. Er hat nicht das Vertrauen bei uns bekommen. Ist vielleicht auch nicht so einfach, wenn man als so junger Mensch dann nach Deutschland kommt, keine Frage. Aber das muss sich definitiv der Verein dann irgendwo auch ankreiden lassen, wenn man so ein Talent halt nicht, ja, nicht in den Griff kriegt. Ist halt so, aber ja, ich finde es halt immer schwierig, so eine jungen Youngster zu holen mit 19 für 35 Millionen und dann zu sagen, ja gut, dann setze ich jetzt hier mal auf die Bank und wenn du Glück hast, kommst du dann mal alle 2 Spiele für 10 Minuten rein. Ja, das geht halt einfach auch nicht. Ich verstehe auch diese Transfers nicht. Ja, das ist genauso jetzt, wenn man das jetzt nochmal kurz auf den Haaland mit Dortmund zurückkommt, ja. Meinte der, oder warum ist er nach Dortmund gegangen? Weil er da weiß, er spielt zu 100%. Ja, so. Und wenn man einen Renato Sanchez holt für 35 Millionen, dann muss man auch auf ihn setzen. Und ihn nicht auf die Bank setzen und sagen, ja, dann entwickle ich mal 2 Jahre. Alter, in der WM gespielt wie ein junger Gott. Eine EM war es mit Portugal. Ja, da musst du ihn halt auch spielen lassen. Dann kann er sich auch entwickeln. Ganz einfache Kiste. Aber das verstehen die irgendwie bei unserem Verein nicht. Und ja, da kann man sich so eine Transfers schenken. Das muss man fairerweise sagen. Da kannst du ja eigentlich auch so eine Transfers wie den Davis schenken. Selbst wenn er nur 15 oder 17 Millionen gekostet hat. Er hatte jetzt wirklich nur das Glück, dass die beiden Innenverteidiger ausgefallen sind. Sonst hätte er wahrscheinlich auch kein Land gesehen. Und das ist halt das beste Beispiel. Der wurde zwischendurch mal eingewechselt. Klar war er ein bisschen wackelig, war nervös. Man hat die Ansätze aber gesehen. Und dann hat er einfach mal die Chance bekommen. Gezwungenermaßen mussten die Trainer dann auf ihn setzen. Und dann sieht man halt, wie sich ein Spieler entwickeln kann, wenn er halt einfach das Vertrauen hat und die Spieler hat. So, wenn du das den Spielern aber nicht gibst, ja, dann kauf sie halt erst gar nicht. Wo ist der Sinn? Wisst ihr, was ich meine? Hier, der nächste. Michael Cusan. Alter, noch nie gehört vorher. Kaufen wir von der Gladbacher Ersatzbank für 15 Mille. Ja, weil er in Gladbach gestreikt hat. Was willst du mit so einem Spieler? Mal ernsthaft. Das ist charakterlich schon mal eine Note 6. Ja. Leistungstechnisch, ja. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Ich weiß noch nicht mehr, was er für ein Potenzial hat. Aber ja, keine Ahnung. Wenn man sich in Gladbach streikt, weil man irgendwie 3, 4, 5, 6 Spiele nicht spielt, weil man halt den Trainer nicht überzeugt und dann geht man aus Bundesliga-Mannschaft in die 3. Liga zu FC Bayern 2. Oder hat dann das Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis zu sagen, ja, na klar, ich setze mich in München durch gegen Thiago, gegen Kimmich, gegen Goretzka, gegen Martinez im Mittelfeld oder was ist denn los? Für mich kompletter Sinnlos-Transfer, keine Ahnung. Was den Brazzo da geritten hat, vielleicht werde ich ihm noch Lügen gestraft, wird überzeugt werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, der wird spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwann. Wird er vielleicht nochmal verliehen oder was und dann wird er irgendwann in der Versenkung verschwinden oder geht zurück nach Frankreich oder was weiß ich. Sing, ein Spiel, eine Einwechslung. Ja, genau wie Dajuka und Zirkzee haben wir natürlich noch mit seinen 3 Spielen. 2 Tore, 3 Einwechslungen. Gut, die können wir nicht benoten, die jungen Jungs. Genau wie den Jusang können wir auch nicht benoten, ja. Keine Frage. Ja, das, wie gesagt, ich bin Fan von dem kleinen Kader erstmal. Ich fand es immer schwierig, wenn wir, ja, halt so viele Spieler haben. Wir können ja mal kurz durchzählen, was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 12, 16. Ja, 18. 18er Kader, Leute, ganz ehrlich, muss reichen. Sind wir mal ehrlich. Es können nur 11 spielen. Was willst du dann mit dem Kader 22, 23? Ist doch super hier. Mit denen haust du die 4 Jungs damit rein. Man muss dann halt einfach mal die Eier haben, sie auch zu bringen. Man hat es ja beim CXC gesehen, dass es halt auch klappen kann. Klar war es glücklich. Logisch, keine Frage. Aber ich finde es halt schwierig zu sagen, wir kaufen 20, 22 Spieler. Und ja, es sitzen dann gefühlt 40 Millionen Jahresgehalt auf der Bank. In jedem Spiel. Ja, halte ich für sinnfrei.
Klar, wir könnten noch einen für die Außen gebrauchen. Eine richtige Granate, gar keine Frage. Auch da sind wir wieder beim Werner. Ich denke, auch ein Werner könnte über links oder halb halb rechts kommen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Und ich denke, das werden wir verschlafen haben. Aber ansonsten haben wir schon einen talentierten Kader, auch für die Zukunft gesehen. Es sind halt viele Fragezeichen, ob so ein Tolisso nochmal wieder richtig, ob so ein Goretzka auch endlich mal richtig Fuß fasst. Ob so ein Coman wieder richtig Fuß fasst. Das sind so drei schwierige Fragen. Ob der Gnabry endlich mal ein bisschen mit nach hinten arbeitet, wäre wünschenswert. So ein Coutinho, ja, kann den Unterschied machen für Champions League, keine Frage. Ansonsten, ja, ich würde den Xavi behalten, definitiv. Ja, ich weiß nicht, es steht immer noch irgendwie ein Wechsel nach Bilbao wieder im Raum. Ich würde ihn auch über die Saison hinaus behalten. Also für mich ist das, ja, auch vom Typ her ein Top-Typ und ich denke, er kann auch den Spielern noch was mitgeben. Und wie gesagt, für mich halt einfach der Sechser schlechthin. Und solange wir nicht irgendeinen Sechser, also ich sehe keinen Sechser bei uns im Team. Goretzka ist für mich kein Sechser. Der Kimmich ist für mich auch kein Sechser, da sind für mich alles Achter. Das sind alles mehr so die... Ja, keine Ahnung. Und jetzt mal nochmal ganz kurz, ihr habt ja das Zweikampfverhalten von Kimmich gesehen. Auf der 6, Leute. Das war schlechter wie vom Thiago. Ja. Leute, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Es ist ein gutes Team, aber jetzt kein überragendes Team, wenn man sich da mal so im Gesamten anguckt, ne? Schwierig. Schwierig. Wirklich schwierig. Ja, viel Talent. Perisic weiß ich auch nicht. Klar, wenn du den für 10 Meter nächstes Jahr verpflichten kannst und er ist einigermaßen fit. Ja, er ist ein Backupper. Mehr wird er auch nicht werden bei uns. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja, wie gesagt, dafür kannst du ihn gebrauchen. Ja, auf der Außen muss was passieren. Innenverteidigung finde ich eigentlich okay, wie es ist. Da sehe ich nicht unbedingt Handlungsbedarf. Da kannst du, wie gesagt, den Mai mal eine Chance geben. Ich denke, der wird auch locker reichen für Bundesliga. Und ansonsten hast du einen Alaba, der das noch spielen kann. Du hast einen Pavard, der das noch spielen kann. Martinez hast du auch, der das spielen kann. Ist doch alles gut. Kannst den Boateng also auch meinetwegen noch weghauen. Ja, ich bin gespannt, was die Rückrunde geht. Ich denke, wir werden ein paar spannende Spiele sehen, gerade gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Gladbach auch nochmal. Leverkusen sollte man auch nicht unterschätzen. Und vor allem bin ich Champions League gespannt. Und ich bin gespannt, wer halt eventuell kommen wird in der Winterpause. Ansonsten nächstes Jahr. Ich denke, wir werden ein bisschen was tun müssen. Auf Außen sehe ich, wie gesagt, definitiv Handlungsbedarf. Und ich hoffe immer noch, dass wir den Werner halt einfach holen. Weil der kann mittig spielen, der kann halb spielen, der kann zur Not außen spielen, der kann zur Not ganz vorne spielen. Und wenn man sich so einen Spieler durch die Finger gehen lässt, ja, selbst schuld. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist. Es wäre schade drum. Ansonsten, ganz klar, bin ich dafür, dass wir einen klassischen Sechser noch verpflichten. Ja, das kann auch ruhig ein Junger sein. Der kann auch mal 1-2 Jahre ein bisschen was lernen vom Xavi, wäre kein Problem. Ich halte es für einen großen Fehler, wenn wir den Xavi weghauen werden. Nächstes Jahr. Auch nur meine persönliche Meinung. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, mehr Mut zur Jugend, gerade aus der zweiten Mannschaft. Wir haben da einige Talente. Selbst darunter haben wir einige gute Talente. Und da muss halt einfach mal der Mut her, zu sagen, yo, ich setze auf die Spieler. So wie es halt ein Van Gaal getan hat. Ja, der fehlt so ein bisschen bei uns, finde ich. Der Mut. Ist genauso mit dem Trainer. Wir werden jetzt auch quasi gezwungen dazu. Trainermäßig schwer. Schwer.
Ich denke auch, der FC Bayern ist da, wir sind da schon in so einer Zwickmühle, ne? Auf der einen Seite, was willst du jetzt machen? Du kannst jetzt nicht sagen, ich warte bis zum Sommer, guck mal, wie der Flick sich macht und ja, wenn er sich nicht macht, gucke ich, dass ich einen Trainer kriege. Dann kriegst du keinen mehr. Da müssen wir uns nichts vormachen. Auf der anderen Seite, wie ich ja auch schon sagte, wenn du dich jetzt hier um einen Trainer kümmerst und du verpflichtest einen und der Flick haut dann eine Rückrunde raus, jenseits von Gut und Böse, ja, wie willst du dann den Fans einen neuen Trainer verkaufen? Und der Flick hat ja jetzt auch noch gesagt, er will kein Co-Trainer mehr sein. Schwierig, 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 Leute. Bin gespannt, was sich einfallen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Olli da ist jetzt. Auch wenn der Olli natürlich noch keine wirkliche Entscheidungskraft hat. Ja, wird ja noch angelernt vom Kalle. Aber ich denke mal, er wird schon mitdiskutieren können und so weiter. Freue ich mich sehr drauf. Brazzo bin ich immer noch skeptisch, Leute. Ich mag einen Brazzo sehr. Habe ihn früher auch sehr gemocht. Und nichtsdestotrotz, er hat mich in der Sommertransferperiode 0 überzeugt. Wirklich 0. Das war für mich eine 6, die Transferperiode. Bin gespannt. Winterpause, aber eine Winterpause. Ja, selten, dass man da irgendwie einen guten Transfer macht. Ausgenommen die Dortmunder, muss man mal wieder Chapeau sagen. Auch in der Sommerpause haben sie gute Transfers gemacht. Ja, bin gespannt, wie sich es entwickeln wird bei uns. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Olli dann... Es dauert ja auch noch 2 Jahre, bis er dann so die alleinige Macht hat. Aber der Kalle ist ja auch so der... Das ist ja, warum ich den Kalle so mag. Der Kalle ist so ein straighter Mensch auch, ja. Der sagt halt auch klipp und klar, so ist scheiße. Und er hat auch beim Kovac das so gesagt. Und so war es halt einfach auch. Fertig aus. Klar, so ein bisschen Mir Samir, was der Uli ausgestrahlt hat, gehört dazu, keine Frage. Aber irgendwann ist dann halt auch ein Mir Samir durch. Nur weil man mal 2 Jahre für den FC Bayern gespielt hat, wie es der Kovac gemacht hatte, muss man da nicht das alles schön reden und da ewig dran festhalten. Ja, haut mir gerne eure Meinung rein. Das ist meine Meinung. Im Endeffekt, wir können zufrieden sein. Es war viel Meckern auf hohem Niveau. Es war jetzt für den FC Bayern, ja. Das müsst ihr immer hier, falls ihr irgendwie als irgendein anderer Fan hier zuguckt. Wir haben halt gewisse andere Ansprüche und dafür war die Hinrunde schwach. Jetzt mit dem Trainerwechsel wurde es ein bisschen besser. Ja, viele Spieler sind lange nicht bei 100%. Ist schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich zum Schluss an der Fitness lag. Das werden wir zum Start der Rückrunde sehen. Ja. Natürlich muss der Flick, gut, er hat natürlich neben Hermann noch den richtigen Mann daneben. Aber ansonsten muss er jetzt auch zeigen, dass er eine Mannschaft auch entwickeln kann, dass er sie auch vorbereiten kann. Und ja, ich gönne ihm das. Also wenn er eine gute Rückrunde spielt, warum soll er kein Trainer bei uns bleiben? Ist jetzt nicht unbedingt mein Wunschtrainer oder mein Sympathieträger, aber wie gesagt, wenn er durch Leistung überzeugt, wenn die Mannschaft hinter ihm steht, klar, warum nicht? Sei ihm gegönnt. Und ansonsten, ja, muss der Kalle mich halt einfach anrufen. Ich bin da. Ja, kein Thema, also. Hä? Was soll's? Ich mache auch wieder Summer in Dome. Ich mache einen externen Berater. Ist auch kein Problem. Das reicht schon. Könnt ihr auch einfach meine Videos angucken. Hä? Thiago auf der 8, Xavi auf der 6. Und Leute, es läuft von alleine. Macht euch keine Sorgen. So, fertig aus. In diesem Sinne. Und den Werner kaufen. In diesem Sinne, Leute. Guten Rutsch oder frohes Neues, wie auch immer. Und wir sehen uns zur Rückrunde wieder, hoffe ich. Und rot-weiße Grüße gehen raus. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao.